Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Let's Play von The Witcher 3 Blood and Wine bei bereits Part Nummer 55 und ja, es wird Zeit noch für die letzten kleinen Quests hier, wie zum Beispiel hier Pfähle-Phantom erkundigen mit einer Hexersinne, um herauszufinden, was mit der Einsiedlerin plagt, dass da gerade was passiert wäre, ja. Schön, man sieht, ich bin natürlich total unvorbereitet, das ist ja mal ganz geil. Nee, es ist ziemlich scheiße. Ja, ich dachte, weil ich vorhin, wo ich Spiel laden wollte, aber gesehen, Pfähle-Phantom ist die Quest aktiv, dachte mir so, oh, okay, bin direkt hier, kann direkt Aufnahme starten. Und sind natürlich erst jetzt, Moment mal, ich bin ja gar nicht da. Ja, ganz toll. Aber es geht relativ flotti Karotti und deswegen können wir uns ja auch diesen Weg noch genehmigen. Denn bald... Schon bald ist auch dieses Let's Play vorbei. Tja. Irgendwie schade, man, klar, einerseits geht halt irgendwie ein Abenteuer zu Ende, natürlich hat auch ein anderes Abenteuer. Vor allem deswegen halt schade, weil ja eben Witcher 3 Blood and Wine ist das letzte Abenteuer für Geralt. Danach ist Feierabend und... Ja, vielleicht generell auch für die Hexerei, ich kann mal glauben, es wird ein Witcher 4 geben wird. Und wenn, wird sicher noch ein paar Jahre dauern, da die Entwickler von der Witcherei noch an anderen Spielen arbeiten aktuell. Und daher, ja, ist einfach so... Weiß auch nicht. Aber halt so ziemlich schade. Aber gut, ich meine, von dem her, wir haben ja noch viel zu tun. Vor allem bei New Game Plus wird es noch einiges geben, nicht nur Gwent-Abenteuer. Einige, also sprich Gwent einfach komplett, alles sagen, was mit Gwent möglich ist. Dann gibt es sowieso noch irgendwie so ein Gwent-Spiel, was zwar, ja, jetzt mit The Witcher 3, also mit The Witcher generell jetzt natürlich nichts zu tun hat, aber ist halt, geht überhaupt hin? Ah, das doch stimmt. Aber ist halt trotzdem, ja, ein eigenes Spiel und ist ja eine Referenz dazu. Und natürlich auch, was ich nicht vergessen darf, was bei The Witcher 3 New Game Plus noch alles machen will, sind dann die ganzen Zwischensequenzen ein bisschen zusammenfassen, die ganzen Romanzen, einzelne Parts reinquetschen. Und was denke ich sogar noch vorher passieren wird und denke ich auch noch relativ aufschlussreich sein dürfte für einige Quests hier, sind halt noch die Abenteuer zu The Witcher 1 und The Witcher 2. Die natürlich auch noch fehlen, ne, wenn wir auch noch Let's Playen wollen. So. Also dann fangen wir endlich an. Ja, so am letzten Tag ein bisschen Assassin's Creed gesuchtet und deswegen habe ich jetzt gerade die Steuerung noch nicht so intus gehabt. Hatte gerade Hälse geht es das Hexersinne nicht, aber war ja etwas anderes. So. Hexersinne, ja, Moment, da ist etwas. Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Offenbar ist was dran an dem, was die Einsiedlerin sagt. Bist du freundlich? Ein Wolf, zwei Hunde, die verstehen sich. Okay, das sieht man auch selten. Ich bin todmüde. Völlig angenehm. Ja, ich hör's. Blutstropfen auf dem Kissen. Sie führen zum Fenster. Okay. Fensterläden sind verriegelt. Ich muss nachsehen, ob die Spur auf der anderen Seite weitergeht. Habe ich doch eigentlich gerade eben schon getan. Da ist noch das Rotes, kann ich das auch noch untersuchen? Es wirkt so, war gar nicht gemacht. Offenbar ein bisschen schwieriger zu untersuchen. Nö, Geralt will nicht. Nun gut, wie sieht's hier aus? Das Geißler, was hat denn das? Geschrieben, loses Fleisch, meiden, das Glück des Nächsten, müssen eigentlich stellen. Was? Die Lust des Fleisches und Bequemlichkeit zu meiden? Willst du mal verarschen? Ich bin Let's Player, das geht gar nicht. Okay, Lust Fleisch hat damit nichts zu tun, aber trotzdem. Ja, ich bin Let's Player, ich bin jung, das geht nicht. Nö. Vergiss es. So, jung. Mit bald 28, naja. Ich bin doch voll im Saft, so. Okay, hier haben wir Spuren. Einen einzigen Tag Pause, ich bitte dich.
Die ist echt verzweifelt, die arme Frau. Wir werden ihr helfen. Und den Fluch ein für einmal Die Spur beginnt auf dem Kissen und endet hier. Das Medaillon vibriert immer noch. Was ich ein bisschen schade finde, ja, was soll ich sagen, das ist generell bei der ganzen Witcher 3 Reihe schon. Bei The Witcher 1 vor allem erinnere ich mich noch daran, bei The Witcher 2 bin ich gar nicht mehr sicher. Und natürlich auch gemäß den Büchern haben wir halt mit dem Medaillon noch interagieren können, wegen Vibrieren und so weiter. Das war vor allem bei The Witcher 1 irgendwie noch cool, dass man das da mehr bemerkt hat. Hier irgendwie, ja, Geralt sagte das und der Kontroll vibriert ein bisschen, aber mehr ist eigentlich nicht. Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Mhm. Jo, das wissen wir schon. Und der geht ja echt nur dadurch, wa? Was willst du von mir, Geist? Das frage ich mich allerdings auch. Was für ein Geist bist du? Zeige dich, o Geist. O Geist der heiligen Weihnacht. Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Ja gut, so weit waren wir schon mal, Geralt. Neue Info, wie sieht es damit aus? Und ganz kurz hier, neuer... Ja, das ist ein Wolf, gut. Hi Wolf, na, wie geht's so? Ja, der macht die Geräusche, toll. Ein Hoch auf unsere Hexersinne. Ja, du mich auch. Ich habe noch etwas übersehen. Ich meine, klar, hier ist eine Höhle. Yep, hier ist eine Höhle. Und kehrt der Albtraum zurück. Ja, wie sind die rot? Ja, sind Kartoffeln, schön. Ich mag Kartoffeln. Geralt denke ich mal auch. Hä? Und jetzt soll die anbauen oder was? Ja, meins waren rot markiert. Das ist eigentlich immer mit der Quest zu tun. Naja. Was haben wir noch Schönes? Okay, nichts wirklich Interessantes. Ja, mir gehen langsam die Ideen aus. Aber Geralt sagt ja, die Spuren führen bis hierhin, dann ist Schluss. Hä? Und die Quest hier verarschen? Was willst du von mir? Pferdephantome. Was heißt die Quest Pferdephantome? Eben, ich dachte ursprünglich etwas mit Plötze zu tun, aber momentan sehe ich noch... Hä? Die waren auch schon da? Gewöhnlicher Grauhut. Starkes Halluzinogen. Offiziell ausgestorben. Sowas sieht man nicht oft. Irgendwas trinkt nachts das Blut der Einsiedlerin. Das ist eindeutig. Ich muss mit ihr reden. Vielleicht kann sie mir noch was sagen. Hexe. Frau? Ich habe gehört, dass Geißler sich peitschen, um für die Sünden der Menschheit zu büßen, die Götter gnädig zu stimmen und Vergebung zu erlangen. Ist das bei dir auch so? Jeder hat seine eigenen Gründe. Ich büße für die Leiden eines Wesens, das einst der Eitelkeit eines anderen zum Opfer fiel. Ich mag Menschen nicht. Ziehe die Gesellschaft von Tieren vor. Es sieht so aus, als würde dich eine Erscheinung plagen. Ich weiß nicht, was für eine. Hast du dich in letzter Zeit schwach und ausgelaugt gefühlt? Und hattest du Bissspuren? Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Bisse? Ja, sicher. Läuse und Mücken gibt es hier genug. Ich rede nicht von Läusen. Irgendwas Großes trinkt dein Blut, wenn du schläfst. Aber ich schlafe nicht. Überhaupt nicht. Er ist immer da und beobachtet mich ständig. Ich halte das nicht mehr aus.
Leider kann ich nicht viel machen. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht bekämpfen. Ich kann dir einen Aufguss aus dem Grauhut machen. 2 Pilze habe ich noch, das reicht für eine Dosis. Vielleicht siehst du dann, was ich sehe. Dieser Pilz würde sogar bei mir ein paar üble, schwer vorhersehbare Nebenwirkungen haben. Stimmt, man kann nicht wissen, wie Grauhut auf mutierte Körper wirkt. Und trotzdem direkt, könnte klappen. Das finden wir wohl nur raus, wenn wir es ausprobieren. Gut. Wird Zeit, dass ich es versuche. Da bin ich ja mal gespannt. Wenn ich irgendwas von Einhörnern und Zauberinnen rede, hör einfach nicht hin. Wow. Ich sehe keine Erscheinung. Donnerwetter, dieser Klee ist umwerfend. Oh, was für ein Aroma. Wer spricht da? Oh, du bist wach? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, du warst lange weg. Wollte dir schon weißen Honig geben? Ist nur ein bisschen schwierig mit Hufen. Plätze? Heilige Scheiße. Okay, die Pilze an sich. Zum Henker. Dein Timbre ist interessant. Ich dachte, eine junge Mähre klänge mädchenhafter. Oh, weil du so viel Erfahrung mit sprechenden Tieren hast? Soweit ich weiß, bin ich das Erste. Schon wahr. Touché. Das muss der Trank sein. Interessante Nebenwirkung. Toll, oder? Du solltest das Zeug öfters nehmen. Ich hätte so viele Tipps für dich. Besser nicht. Das könnte schnell tödlich enden. Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass du immer sofort auftauchst, wenn ich pfeife? Wie funktioniert das? Na, du bist doch mein Mensch. Ich muss doch da sein, wenn du mich brauchst. Ob es in den Sonnenuntergang geht oder direkt in die Gefahr. Trotzdem komisch, dass du auch Ozeane überwindest, wenn ich pfeife. Nur um dann am nächstbesten Weidenzaun festzuhängen. Wieso? Ja, was soll ich sagen? Niemand ist perfekt. Die Erklärungen. Alter, ist das geil. Hör mal, ich habe da einen Auftrag, den ich erledigen muss, solange das Zeug wirkt. Klar, Monster erschlagen sich ja nicht von selbst. Lass mich mal sehen. Worum geht's denn? Komm mit und versuch keine Pflanzen und Kleintiere zu zertrampeln. Was? Das Pferd führt einen Menschen? Da ist mal was Neues. Geralt, wir sollten dieses Gebiet gründlich erkunden. Ich suche nach Hinweisen, du bleibst da stehen und bleibst da stehen. Gut, Sieh dir das mal an. hier ist doch nichts. Das sind Hufspuren. Und zwar nicht von irgendeinem Gaul, sondern von einem außerweltlichen Astralwesen.
Wir müssen ihnen folgen. Hä? Aus welchen Astralwesen? Die wilde Jagd lässt grüßen. Tote Motten. Die können auf die Anwesenheit von Phantomen hindeuten. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Was ist mit dem Geruch? Riecht wie in Hüsima auf dem Friedhof, als wir Ghule gejagt haben. Es riecht nach... Tod. Riecht doch ganz normal. Willst du mir einen vom Pferd erzählen? Ernsthaft? Der war geil. Also ich fand den gut. Also gut, jetzt weiß ich, woran wir sind. Echt? Ich nicht. So, Geralt, fassen wir zusammen, was wir wissen. Ist nicht, jämmerlich wenig, ja stimmt. Wir haben es wahrscheinlich mit einer Art Erscheinung oder Phantom zu tun, die die Einsiedlerin nachts aufsucht und ihr Blut trinkt. Wenn wir sie finden, habe ich keine Ahnung, wie wir sie bekämpfen sollen. Geralt, bitte. Ich weiß, was hier los ist. Es kann nur ein Nachtmar sein, eine immaterielle Erscheinung. Er hat die Form eines Pferdes angenommen. Ein Nachtmar? Ja, das ist schlüssig. Nachtmare sind gänzlich unsichtbar, sogar für Hexer. Aber wie kommst du darauf? Weil er für mich nicht unsichtbar ist, du Rindvieh. Da drüben ist er doch. Er entkommt! In den Sattel, Hexer! Wir müssen ihn fangen! Ja, komm ja schon. Mach mal halblang plötzlich. Ja, reitest du jetzt oder reite ich? Ich sehe ihn ja nicht. Da ist der Nachtmar, Geralt! Hinterher! Also erzähl ich ihn trotzdem. Ich will ja. Ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten müssen. Das wird ziemlich schnell. Geralt, wir müssen mal reden. Von Pferd zu Mann. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber deine Künste sind ja nicht so das Wahre. Es wäre lieb von dir, wenn du etwas entschiedener kundtun könntest, wo du eigentlich hin willst. Ich weiß manchmal echt nicht, was du von mir willst. Links rum, rechts rum oder einfach nur rumstehen und mit dem Arsch wackeln. Ja, und es wäre toll, wenn du auf meine kennst du Befehle den? etwas flüssiger Kommt ein reagieren Pferd in die könntest. Taverne und bestellt sich ein Bier. Sagt er Wirt? Gern. Aber warum so ein langes Gesicht? Verlieren wir den Nachtmar nicht aus den Augen. Siehst du ihn? Ja, da ist er. Laufplätze. Was zur Hölle glaubst du, was ich mache? Alter, die Stimme, woher kommt die Stimme? Ich kenne die irgendwoher. Vor allem da, Geralt, wir müssen mal reden. Ganz ehrlich, fast nachfragen. Ich muss merken, den Mund zu halten. Was mir schwierig ist, weil ich ja reiten muss. Ich muss es fragen, solange ich die Möglichkeit habe. Wieso wirfst du mich eigentlich manchmal mitten im Kampf ab? Also, daran kann ich mich nun wirklich gar nicht erinnern. Natürlich nicht. Nö, ich mir auch nicht. Plötzlich doch ein liebes Pferd und noch niemals. Erdboden verschwunden. Ach du Scheiße! Pass auf, Geralt! Ja, bin ja dabei, bin ja dabei, bin ja dabei. Ey, ist nicht mein erster Kampf plötzlich, ja. Spuck! Oh Gott, was ist das? Hilfe! Er reitet mal weg! Spuck, Spuck! Noch ein bisschen mehr Power! Hey, Spooky! Ein bisschen auf den Sack hier. Untersucht den Grabstein. Ein paar Flohen. Hey, was ist denn hier los? Ja, ich versuch's. Ah, jetzt. Marcello Clerici. Ritter, letztes Jahr gestorben. Ungefähr gleiches Alter wie die Einsiedlerin. Vielleicht ist sein Geist zum Nachtmar geworden, der jetzt Pinastri quält. Warum sagst du mir das?
Ich kann ja selber lesen und Rückschlüsse ziehen. Ich denke nur laut. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Geralt, es ist der Nachtmar! Angriff! Lasst mich erklären. Sprich. Fass dich kurz. Warum quälst du die Einsiedlerin? Sie quält mich. Sie weigert sich, mir zu vergeben. Nun kann ich im Jenseits keinen Frieden finden. Und das ist ihre Schuld. Ich komme jeden Tag und flehe sie um Gnade an. Flehst sie um Gnade an? Du trinkst ihr Blut und jagst ihr schreckliche Angst ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Etwas Monströses überkommt mich. Trotzdem finde ich erst Frieden, wenn Pinastri mir vergibt. Okay. Warum hast du die Form eines Pferdes angenommen? Pferd? Wovon sprichst du? Seit ich tot bin, erhebt mich eine Macht jeden Tag aus dem Grab und lässt mich rennen. Dann kehre ich mit Blut im Mund zurück. Ich weiß nicht, was das ist und wie es geschieht. Aber es wird erst aufhören, wenn sie mir vergibt. Aber du sagst, sie sieht mich als Pferd? Offenbar. Ich habe dich auch so gesehen. Du und die Einsiedlerin. Woher kennt ihr euch? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich liebte sie. Aber sie war immer traurig und nichts konnte sie aufmuntern. Die Welt erschreckte sie. Ich dachte, es läge an der Armut. Also tat ich alles, damit wir woanders ein besseres Leben anfangen konnten. Ich wurde knapper und nahm sie mit an den Hof. Aber Pinastri erfuhr bald, dass Adlige auch nicht anständiger sind als Bauern. Kein bisschen. Als schließlich sogar ich in ihren Augen böse geworden war, floh sie aus dem Palast und schloss sich den Geißlern an. Ich verließ den Hof, um in ihrer Nähe zu sein. Doch sie schickte mich fort und sagte, sie wolle mich nicht kennen. Als die Peitschenschwinger sich ebenfalls als zu hartherzig für sie erwiesen, wurde sie Einsiedlerin. Das sehe ich jetzt deutlich. Ich habe es nie verstanden, als ich noch lebte. Aus der finsteren Tiefe des Grabes sind Lebende wie helle Fackeln. Man sieht all ihre Gedanken gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum sie mich wegschicken musste. Sie ist voller Zorn. Vermutlich bist du deshalb zu einem Nachtmar geworden. Du musst sie ja sehr verletzt haben, wenn sie dir nicht vergeben und dich lieber leiden sehen will. Was hast du getan? Ihr? Nichts. Aber mein Pferd. Ich habe es zu Tode gepeitscht. Pinastri hat es gesehen. Ein stolzes Tier. Mein Blitz. Aber unzuverlässig. Und beim Turnier warf er mich ab. Ich hatte unbedingt siegen wollen. Pinastri hatte sich so gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ich, ein Bauernsohn. Ich wollte für sie siegen. Aber das Pferd ließ mich im Stich. Der Zorn packte mich. Und ich schlug es, bis es zu Boden ging. Oh, wie ich es bereue. Bitte vergib mir im Namen von Blitz. Ja, und jetzt? Du verdienst keine Gnade. Das kann ich dir nicht vergeben. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber dein Pferd könnte es. Bitte. Ich tue alles. Ich bin verzweifelt. Hilf mir. Edle Dame, vergib mir meine Sünde. Wenn du kannst, er keine Gnade verdient, ja. Du könntest seine Seele befreien, indem du ihm anstelle seines Pferdes vergibst. Aber tu es nur, wenn du findest, dass er es verdient hat. Du hast Scheiße gebaut, da gibt es keine Entschuldigung. Dein Pferd war loyal und hat sein Bestes gegeben. So sind wir Pferde eben. Ich weiß. Ich verdiene mein Schicksal. Aber wir sind nicht rachsüchtig.
Oder nachtragen, wenn man uns mal wieder in monsterverseuchten Wäldern zurücklässt. Daher, im Namen deines beklagenswerten Pferdes Blitz, vergebe ich dir. Danke. Es ist unglaublich. Was für eine Erleichterung. Na schön, gehen wir zurück. Pinastri kann jetzt ungestört und geisterfrei schlafen. Hast du noch was hinzuzufügen, Geralt? Nein, gehen wir zu ihr. Die Abenteuer von Plötze und seinem Herrchen Geralt. Das Phantom ist fort. Es wird dich nicht mehr quälen. Das habe ich gemerkt. Es war, als käme ich aus einem finsteren, feuchten Verlies. Ich dachte schon, niemand könnte mir helfen. Danke, Hexer. Mir ist klar, dass Hexer gegen Lohn arbeiten. Aber ich habe kein Geld. Ich kann dir nur das hier anbieten. Kartoffeln? Gute Ernte dieses Jahr. Außerordentlich. Du solltest meinem Pferd danken. Es ist hauptsächlich Plötzes Werk, dass das Phantom jetzt weg ist. Dann danke ich auch dir, edle Kreatur. Ich muss schon sagen, mit unseren vereinten Kräften war das ein Kinderspiel. Und jetzt? Zurück auf den Pfad? Zum nächsten Anschlagbrett? Den nächsten Auftrag annehmen? Genau. Aber der Trank lässt nach, das merke ich. Bald kann ich dich nicht mehr verstehen. Mist. Ich wollte dir noch so viel sagen. Und... Pferde sind kluge Tiere. Leb wohl, Hexer. Das sind sie, in der Tat. Als Geralt gefragt hat, plötzlich, wenn ich pfeife, wieso kommst du immer? Ey, ich hätte mich weggeladen und gesagt hätte, oh, wieso fragst du mich das? Frag die Programmierer. Das wäre so geil gewesen. Aber natürlich war plötzlich die Antwort auch nicht schlecht. So, das war es also hier mit der Quest zu Pferdephantom. Es war eine epische Quest, keine Frage. Wir haben es jetzt noch so bescheiden, geh nach Hause. Geh nach Hause, du alt... Nee. Noch nicht, denn wir haben... Natürlich, die Quest ist hier vorbei, das ist ja auch schön, keine Frage. Aber in der nächsten Folge machen wir noch die Winzaufträge. Ich weiß, ich habe hier noch wieder zu Diensten, die muss ich in die Offscreen mal machen, weil das... Ja, man sieht sie auf der Karte, es sind noch im Prinzip 4 Missionen, hat alles da mit diesen doofen Hanseburgen zu tun und der Hanse-Basis und ihr wisst, wie lange die dauern. Gut, hier ist ein bisschen was anderes, an dem muss ich einfach vorbei, war. Genau. Gut, hier ist auch wieder irgendwas anderes. Da können wir sonst auch mal noch vorbeigehen und gucken. Gucken. Da ist was eine Hanse-Basis. Und da ist auch nochmal eine oder sonst etwas. Ja, so Hanse-Basis ist klar, da kann ich, wie gesagt, mache die Offscreen. Bei den anderen beiden Punkten gehen wir mal, ja, da können wir gemeinsam mal vorbeigehen, zum gucken, was da eigentlich los ist. Gucken wir mal auf die paar, Moment mal, ein bisschen Zeit haben wir noch. Da ist eigentlich auf dem Weg da. Ja, da können wir direkt mal gemeinsam noch machen, wa? Wo bin ich jetzt eigentlich? Hier. Gut. Jo. Den einen, wie gesagt, machen wir jetzt noch. Ja, toll. Beweg dich. Machen wir jetzt noch gemeinsam und in der nächsten Folge dann noch die Winzaufträge. Aber nicht, dass die allzu lange dauern, ganz ehrlich gesagt. Da schnell reingehen, ein paar Viecher platt machen, dann müssen wir eigentlich alle in einem Part unterkriegen. Und dann geht es zum Ende des Let's Plays. Und zum Schluss eben noch der schöne Abschluss da mit der Hauptquest. Zu Hause ist doch am schönsten. So, sicher ist sicher.
Eine Schnellreise ist lustig, eine Schnellreise ist schön. Nimmt recht, wo das jetzt dort sein soll. Da bin ich auch schon, Geralt. Komm schon. Los, los. Lauf, lauf. Lauf geschwind, wie der Wind. Ja, noch gar nicht, wa? Als das abgestorben aus hier. Was? Och nö, die Dinger schon wieder. Gute Nacht. Irgendwelche letzten Worte? Was? Ja, irgendwelche letzten Worte, das. Also jetzt, ich hab's gar nicht gesehen. Entschuldigung, ich hab gar nicht gesehen, dass da. Vor allem, ich hatte noch Gwendern, wieso hat's mich gekillt? Also vor allem instant, ich meine, dass wir noch mit 1, 2 K überlebt hätte, okay, aber so direkt? Ja, toll, bin wieder hier. Also, wir haben es gesehen, da ist irgendwas mit Banditen, wo die loswerden müssen. Es ist aber gar kein. Person in Not ist aber von gar nicht gesehen. Person in Not, das ist so. Ja, gut, was erwähnt, ich mache das schnell offscreen, zumindest eigentlich schon mal getan. Die anderen mache ich vielleicht auch direkt mal noch von die Hansebasen. Vielleicht auch das nächste Mal gucken, weil die sind relativ nah am Punkt. Da gehen wir natürlich auch gemeinsam mal hin, obwohl hier ist Ried zu Diensten, hier ist Banditenlager, wir wird das gleiche sein. Von dem her. Hier ist halt Belohnung abholen, ne? Das dürfte auch klar sein. Jo. Gut, in diesem Sinne, nächster Part, die Winzeraufträge. Mal gucken, wie es läuft. Bis dahin, tschüss.